Neuer Tag, neues Glück. Willkommen zurück hier zu Fire Emblem Fates Offenbarung. Ja, die Offenbarung wird uns heute hoffentlich heimsuchen. Was heißt heimsuchen? Nee, also heimsuchen klingt irgendwie schon so total geheimnisvoll und niederschmetternd. Nee, natürlich nicht. Es geht eigentlich mehr darum, dass wir natürlich hoffentlich viel Neues erfahren, noch viel neue Einheiten rekrutieren können und dies und das halten. Da bin ich mal gespannt. Übrigens was anderes, was ich gerne zeigen kann. Wenn wir zum Thema noch Gespräche und so weiter kommen. Mir ist da offscreen, wo ich dann mir was überlegt habe, auch wegen neuen Waffen und so weiter, ist mir etwas aufgefallen. Das sind Karten? Goldbarren, ja, danke schön für 300 wieder mal. Kann man teuer verkaufen, ja. Lohnt sich total. So, ja, ich will ganz kurz alles andere machen. Resistenz für Subakis, sehr schön. Abquartier. Das Thema erstmal das hier machen mit Musu, die wir jetzt ein paar rekrutiert haben. Lotterie. Also mal ganz kurz. Mach mal Noah, wa? Enttäuschend. Thanks for everything. Gut, dann sollten wir theoretisch noch upgraden und so weiter. Wenn wir aufräumen, 4 erhalten. Ja. Bauen kann ich ja nix. Upgrade natürlich auch nix. Ja, aber langsam Zeit, dass wir uns mal noch die heiße Quelle bauen, wa? So. Was wir noch zeigen uns das Gespräch, genau, wenn man mal hier ein bisschen so guckt, bei mir zum Beispiel. Habe ich natürlich Rang A, ich habe Rang S, ist logisch bei wen, bei allen Frauen. Man sieht es auch hier, Sakura, unsere eigene Schwester, Fleisch und Blut und so weiter, haben wir auch Rang S. Camilla ist klar, ist im Prinzip Adoptivschwester. Ja, ist eigentlich alles relativ logisch. So die kleine. Bisher. Gehen wir auf Sakura, wa? Mit uns hat sie Rang S, okay. Mit Asura A+, ja, ist klar. Das haben die da mitunter. Untereinander hat ein bisschen A+. Käse noch Rang S, ist eigentlich alles soweit logisch. Mit Takumi hat sie keinen Rang S. Warum? Mit uns hat sie Rang S, haben wir gerade noch gesehen. Wir sind Geschwister. Ich bin ja ein Prinz von Hoshido. Ja, ich weiß nicht, da steht jetzt da nur, aber ich bin von Hoshido. Bei Takumi, die sind auch Geschwister, das wissen wir. Wurde uns so erzählt. Da ist kein Rang S. Okay. Ja, hat gerade damit zu tun, weil, ich habe es ja schon mal auf Märchen mal angekündigt, dass irgendwie, ich finde es seltsam, dass wir unsere eigene Geschwister heiraten können. Wegen Inzest und so weiter. Aber da war es ja auch so, ja, ich muss gerade ein bisschen aufpassen, was ich erzähle, wegen Spoiler und so weiter. Ja, was heißt Spoiler? Nee, im Prinzip kann ich keine großartig was anderes erzählen, entweder sage ich es jetzt direkt oder auch nicht. Ich habe da ein Gerücht gehört. Ein Gerücht, ich weiß gar nicht mehr, ob das in einem meiner Let's Play Parts war, in einem anderen Fire Emblem Let's Player. Jedenfalls sind wir offenbar mit keinem unserer Geschwister, weder in Nur noch Hoshido, blutsverwandt. Mit keiner und keinem. Angeblich. Wie gesagt, das mit Sakura gibt keinen Sinn, weil sie ist jünger als wir, oder? Wegen König Mikoto, die ist wirklich unsere Mutter, das soll so stimmen. Aber unser Vater soll nicht König Sumeragi sein. Ja, toll. Erstmal ist König Gero nicht unser Vater, Gott sei Dank. Jetzt Sumeragi auch nicht. Ja, wer ist denn unser Vater zum Teufel? Und warum irgendwie hat uns das niemand bisher gesagt? Also, wie gesagt, ist alles nur Theorie oder es hat ein Bug im Spiel, aber naja, das Spiel heißt Offenbarung. Ich hoffe, wir werden noch ein bisschen Offenbarung erhalten. Muss ich mal ganz kurz einmal zeigen. Weil irgendwie ist es schon ein bisschen sehr crazy. So, ich will nur ganz kurz gucken, Freunde. Hab gerade doch, weil ich habe Adeliger Noah, Adeliger Hoshido. Okay, ich kann hier noch Bücher einsetzen, hier Stäbe. Das wird eine verdammt schwierige Entscheidung werden. Ach, du Scheibenkleister. Wieso eigentlich habe ich nicht noch eine dritte Option? Adliger Offenbarung? Naja. Das ist ein anderes Thema, ich weiß. Erstmal einladen. Dann mal Lena ein, wa? Wir wollen ja möglichst schnell Rang A mit ihr haben, damit sie uns ihr Geheimnis verrät. What do you want? Well,
This was fun. You're welcome, by the way. Bitte was? Es war ja ein Vergnügen. Was war ja ein Vergnügen? Wir haben nichts gesehen. Okay, wir haben nichts gesehen, aber es war ja ein Vergnügen. Hat ja Spaß gemacht. Ein junger Mädchen einmal auf einem Zimmer. Okay, es hat Spaß gemacht. Das freut mich natürlich sehr. Mich als Mann und so weiter. So. Genug davon. Ja, Rang S mit welcher Dame? Das ist immer noch die Frage. Also mit Felicia nicht, das habe ich bei Märchen schon gemacht. Asura wäre eigentlich immer noch eine Variante, aber ich habe keinen Bock, dass die auch drauf geht. Ja, wir werden sehen, Leute. Mal gucken. So, ja, würde sagen, direkt weiter, wa? Kapitel 13. Die Gruppe kann einen Angriff des Eisclans zurückschlagen. Dabei verbindet sich Camilla mit ihr. Mit ihr? Ah, mit der Gruppe. Ja, mit ihnen wäre eigentlich logisch gewesen. Sie erreichen kurz darauf die Hafenstadt Circensia. Klingt besser, wa? Jo, gerne. Mit Kapitel 13, ein verlorener Frieden. Okay. Wieso verloren? Königreich Nestra. Circensia. Den Ort kennen wir doch. Damals haben wir doch hier ein Vermächtnis. Ich glaube, Camilla war auch dabei. Kann das sein? Ich glaube, Lee und Sand auch. Vor allem war Garen dabei. Wir wollten sie eigentlich überraschen und so weiter. Und hatten allerdings sie uns überrascht. Mussten nachher fliehen. Ich erinnere mich wieder. Was ist hier passiert? Circensia liegt in Trümmern. Yeah. Wie sieht das aus wie in einem Kriegsgebiet? Aber Circensia war doch noch nie ein Angriffsziel. Ja, das muss geschehen sein, als wir in Hoshido waren. Hörst du das? Da kommt jemand. Sind das? Was denn? Caden! Ihr sollt rennen! Rennt weg! Ihr ist nicht sicher. Verschwinden so lange noch. Keaton auch? Was? Sie haben Routen? So kann man natürlich auch bezeichnen. Keaton, den mussten wir vom Erdteil bekämpfen, wa? Poor thing. Oh, dieser arme Kind, wie sie das gesagt hat. Bin schwer verletzt. Prinzessin Sakura, könnt ihr Ihnen helfen? Yes. Ja, ich halte sofort. Yeah. Meine Wunden verschwinden. Ich bin noch wie neu geboren. Yeah. Ich mich auch. Das ist toll. Thanks, Friends. Danke vielmals, gütiges Fräulein. Ich werde euch das eines Tages vergelten. Bitte macht keine Gedanken. Gern geschehen. Gut, dass es wieder besser geht. Hey. Wie habt ihr euch überhaupt verletzt? Die Stadt liegt in Trümmern. Wart ihr in der Schlacht beteiligt? Nö, wir waren zu Besuch hier. Wir sind erst vor kurzem angekommen. Und dann geschahen komische Dinge. Ganze Teile der Stadt fielen plötzlich auseinander. Einfach so. Das, was ihr seht, ist nicht das Ergebnis eines Kampfes. Aber das ist unmöglich. It's impossible. Ja, das ist leider die Wahrheit. Die beiden Plätze zerbröckelten einfach. Wir versuchen Dinge zu stützen, aber als wir anfingen zu helfen, wurden wir angegriffen von einer Art unsichtbarer Macht. Anankos. Anankos. Eine unsichtbare Macht? Und wenn ihr das weißt, dann wird das bedeuten... Einmal herhören, wir müssen los. Rimo und Prinz Sender kämpfen im Stadtrand gegeneinander. Was? Was? Rimo und Sender sind hier? Los, müssen sie aufhalten, aber so schnell wie möglich. Warte, weil das Seite steht überhaupt. Nur Hoshido? Wir sind neutral, wir sind Schweiz. Naja, nur Hoshido, Schweiz. Machen wir so. Wenn ich was so ansehe, wohl auf beiden, aber das ist unwahrscheinlich. Nein, das stimmt. Wir sind aus beiden Königreichen, aber kämpfen auf keiner Seite. Wir versuchen, den Krieg zu beenden. Wir kämpfen für keine Seite? Dann können wir uns auch anschließen? Wie jetzt? Einfach so? Ja, sicher, das ist keine einfache Aufgabe, sogar sehr gefährlich. Keaton und Caden im Game. Das wäre natürlich geil, zwei solche Besten zu haben. Oh, der Platz. Ich sehe es kaum. Am Schluss habe ich irgendwie 40 Einheiten, muss davon 15 auswählen, pro Mahlzeit. Yep. Das geht schon in Ordnung. Gewöhnlich reise ich ja nicht gerne in Rudel, aber wenn ihr den Krieg beenden wollt, sollten wir euch wohl helfen. Wieso wir? Seit wann sind die beste Friends? Ja, aber da was verpasst. Sure thing. Klar, natürlich sollten wir. Wir müssen den neuen irgendwie vergelten, oder? Außerdem ist diese Stadt super. Die Leute sind sehr nett zu uns Gestaltenwandlern. Ich kämpfe gerne für ihre Sicherheit. Ich danke euch beiden. Und wir haben uns gerne vorgestellt. Mein Name ist Michael. I'm Caden. Wie du siehst, bin ich ein Kitsune, die schönste Rasse der Welt. Benutze ich einen Bestenstein, kann ich mich in einen riesigen Fuchs verwandeln.
Nice to meet you. Wenn ich einen Drachenstamm benutze, kann ich einen riesigen Drachen verwandeln. Wir sind in guter Gesellschaft. I'm Keaton, your Ich- superior. Ja, und ich bin Keaton, Oberhaupt der Rasse, die als Ulf Hedin bekannt ist. Jo, kennen wir eigentlich soweit auch. Verwandle mich in einen Wolf, wenn ich einen besten Wolf, das ist eher eine Mischung aus Wolf und Bär. Hä, ein Fuchs und ein Wolf. Plus Drache. Drache, Fuchs und Wolf? Ein noch ein geiler Partnername, wa? Jo. Ich denke, wird eine große Hilfe sein. In Ordnung, alle mir nach. Let's go! Jetzt können wir gegen beide? Big Brother! Sander, Ryoma, bitte auf zu kämpfen! What? Michael? Wenn ich damit gerechnet, dich hier anzutreffen. Aber wir werden nicht aufhören zu kämpfen! Nestor, neutrales Territorium und nur beschlossen, es anzugreifen. Ich besiege die Eindringlinge und wenn es das Letzte ist, was ich tue. How could... Wir können es wagen, so zu lügen. Bushido ist Eindringling nicht nur. Ich werde euch niemals die Zerstörung dieser friedlichen Stadt vergeben. Oh Mann, ey! Nicht der Quatsch schon wieder. Aber ich kann bloß so doof sein. Was geht hier vor? Sie geben sich gegenseitig Schuld in diesem Blutbad. Natürlich, können gleich im Krieg legen unsere Dinge so zurück, wie es ihnen passt. Deswegen sind wir neutral. Deswegen war die Schweiz nie ein Königreich. So, habe ich auch mal gesagt. Aber in diesem Fall, man könnte sagen, beide haben recht. Bitte was? Listen. Kane und Keaton erzählen uns alles, was sie wissen müssen. Sie kennen sehr viel von selbst auseinander. Gewöhnlich wird niemand an diese Art von Märchen glauben. Aber wir haben selbst Erfahrungen mit dieser unsichtbaren, destruktiven Kraft gemacht. Sag ich ja. Das etwa von den unsichtbaren Soldaten aus. Ja, aber beide Seiten sind blind, sind warum... Ach so! Die Unsichtbaren waren immer die aus... Ihr wisst schon, ich darf Namen ja nicht sagen, sonst löse ich mich auf. Wäre ein bisschen doof mit dem Let's Play. Ah, okay. Das gibt natürlich, wenn man so betrachtet, Sinn. Und der Unsichtbare bei Kapitel 5 plus noch ein anderes Kapitel aus dem Märchen, ich weiß gar nicht mehr welches, das war wohl ein Ankos, wa? Es ist nur natürlich, dass sie sich in dieser Situation gegenseitig beschuldigen, doch ich weiß, wer hierfür verantwortlich ist. Und du weißt es auch, oder Michael? Klar, bin ich doof. Der oshidische Abschaum nutzt eure feinen Taktiken. Schweigt! Gebt keiner zu, dass es euer Werk ist. Ihr liegt beide falsch. Wieso bin ich eigentlich so weit weg? Die hören doch gar nicht. Es war mit der Nure noch Hoshiden, die diese Stadt zerstörten. Der unsichtbare Feind ist schuld. Merkt nicht, dass ihr reingelegt wurdet? Unsichtbarer Feind? Das kann nicht dein Ernst sein, Michael. Ey, ausgerechnet du, Ryoma. Ausgerechnet du. Du warst aber bei Kapitel 5 auch dabei. Meine Fresse. Bei Sender wird es vielleicht noch verstehen, aber bei Ryoma, der war dabei, der hat's gesehen. Oh, Alter. We've got this. Man ist sogar todernst. Ich kenne die Wahrheit. Der wahre Feind ist nahe. Dort siehst du, nahe des Platzes, die seltsamen weißigen Schatten. Sie sind diejenigen, die die Stadt zerstören. Sie sind die wahren Feinde. Aber ich sehe nichts. Yeah? Sieh genau hin, Sender. Wir müssen bekämpfen, wenn wir die Stadt retten wollen. Es ist der einzige Weg, Frieden in diese Welt zu bringen. Ihr seid beide meine Brüder, aber ich verschone euch nicht, versucht mich aufzuhalten. Kommt alle mit, wir müssen etwas unternehmen. Was? Aber ich verschone euch nicht? Hä? Was quatscht da für ein Quatsch? Bitte was? Herr von Mike, Verbündete von Michael. Ja, ist so schön, 14. Armee Noors. Dieses Heer ist aggressiv und erbarmungslos. Hoshido-Armee. Diese Armee strebt nach Frieden und Ruhe. Armee... Jetzt steht's doch. Nein, ich löse mich auf. Armee Valas. Die Streitmacht ist mysteriös und undurchschaubar. Bisschen unfair, war? Der hat nur 5 Stück. Ja, mal gucken, wa? Jetzt müssen wir echt gegen die... Mann, ich will nicht gegen Hoshiden antreten. Das ist scheiße. Big Brother. Natürlich sind die... Wir müssen gegen die fighten. Ja, super. Obwohl, warte mal. Ah, Valite. Ich hatte gerade von wegen, hä, die sind ja gar keine Bosse in diesem Sinne. Missionsziel, Boss besiegen. Okay, ich kann ihnen also eigentlich aus dem Weg gehen. Ja, ich weiß, Erfahrungspunkt, aber... Alter, guck dir mal die stärkelose Geschwindigkeit an. Wow. Die hat mehr Power, als ich in Erinnerung habe. Sender, oh, die Verteidigung, ja, leck mich, ey. Hä? Ist da gar kein dabei? Ah, hier. Perry und Laszlo. Die kennen wir ja so gesehen auch. Oh, ziemlich schwach, aber... Deswegen hat er 2, wa?
Er hat zwei, sagen wir es mal, Schwächer dabei. Ryoma hat einen stärkeren dabei. Oh, super, ey. Man sieht es nicht mal verteilt, das wird lustig. Also mal gucken. Wir haben hier natürlich unsere, wollen wir ganz kurz unsere Armee von Geschwistern. Ja, dann kommt gleich auch rein. So. Königliches Blut. Gut. Geht's weiter mit der Luftunterstützung. Nehmen wir erstmal weiterentwickelte Einheiten. Ich weiß eigentlich egal, aber ich stehe ein bisschen auf Ordnung. Musu, nö, danke. Case. Ja, ich weiß, nervt langsam. Noch 3 kann ich auswählen. Ich mach Ding mit. Dann haben wir. Keaton? Caden? Wo seid ihr? Scheiße, die haben mich im Stich gelassen. Die Arschgeigen. Naja, shit happens. Das sind immer die, die ich mitnehme. Habe ich irgendwo Tür zum Aufmachen, Truhen zum Plündern? Sind nicht nach Haus. Was machen hier die Drachen, oder? Der Fluss wird passierbar. Ist das nötig? Ach du Scheiße, wie alles versammelt ist. Hindernis, unpassierbar. Okay, da vielleicht zerstörbar. Hätte ja sein können. Was? Ich habe nur eine Drachenader? Warum? Was bringt mir das? Ich meine, hier hat eine Brücke. Wir sind davon kommen, von hier unten. Aha, geht gar nicht. Hä? Ja toll, ich muss eine Seite wählen. Ja, leg mich am Arsch. Gut, dann nehme ich halt noch Felice zum Heilen mit. Klingt. Oh, Entschuldigung. Klingt soweit eigentlich vernünftig, wa? Ja, wird richtig lustig. Dann natürlich auch verteidigen können, falls irgendwie noch die. Ja, scheiß, die waren voll. Stäbchen, yeah! Auf dem Schlachtfeld. Scheiß Waffen, ey. Also ich kann es vielleicht gebrauchen. Ich nehme, die sind nur eine Reichweite. Das ist doof, eine Reichweite. Fliegen kann trotzdem nur hilfreich sein. Jo. Und eine Position setzen. Wie mache ich das? Ich muss. Bin ich hier eingeschlossen? Nett. Wirklich nett. Alter, unpassiv. Ich kann nicht mehr rüberfliegen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich bin eingeschlossen? Hä? Wir kommen hier durch. Wand unpassierbar. Hindernis unpassierbar. Hier geht's auch. Hä? Das Spiel verarscht mich gerade. Oh, da sind ja Caden. Und Keaton. Ja, das könnte lustig werden. Caden ist ein bisschen stärker, Caden ein bisschen schneller. Alter, Keaton, Verteidigung. Caden, Resistenz. Das wird lustig. Ja, sonst würden natürlich beide gerne trainieren. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, was mache ich jetzt da? Ich versuche mal hier alle Fliegeneinheiten ein bisschen. Das klingt fast am vernünftigsten, wa? Eigentlich an allen Ausgängen ein bisschen mal die positioniere. Ja, und dann wird's lustig. Puh. Ja, lass mal so. Es wird spannend. Legen wir los, wa? Überall liegt Schutt herum. Das muss nicht schlecht sein. Wir können ihn zum Vorteil nutzen. Verschieben wir ihn klug, können wir so den Vormarsch des Feindes aufhalten. Kann man verschieben? Nee, ablegen. Okay. Wie viele Fehler kann ich damit? Was sagst du einmal so? Ja, ich nehme ihn wegen da ab, so. Der Gegner kann ihn überhaupt nicht irgendwie nehmen. Hä, das ist unlogisch. Egal, Waffenmeister. Oh. Weiterentwickelt. Böse. 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 So, man sieht schon, rechts gehe ich nicht durch, das ist mir zu doof. Kann nichts machen, wa? Anlocken, ja klar. Nö, da ist irgendwie alles im Arsch. Das nehmen kann ich, ja toll. Gut, ich habe Asura hier oben, so nochmal bewegen, aber ist trotzdem irgendwie doof. Söldner und Ritter, das könnte schlimmer sein. Da ist ein Rittmeister, da ist Sender, da ist ein Rittmeister. Ach du Scheiße, ich habe überall irgendwie so
Gut, die Valiten, sag ich jetzt mal, die gehen eigentlich noch momentan. Geisterkrieger! Uff. Was Rosinen hier? Nora? Was denn, die sehen die hier nicht? Ja, super. Ryoma, Scarlet, kein Bock auf die. Da ist Fähigkeit noch keine gut. Ja, weil die meisten Ninja haben gerne mal eine Fähigkeit, die noch scheiße ist. Die haben bereits 3 Stück. Crazy, wa? Was? Ah, Kleriker. Ninja-Style. So. Also ganz kurz gucken, Leute. Keaton hat Sammler. Also heute in den ersten 7 Zügen. Chance von Glück. Ja, gut. Das ist natürlich Bestientod. Bisschen Bonuschaden, so schön. Mit ungerader Zahl. Lassen wir ran, das Gegenteil. Okay, das kann auch interessant werden. Caden und Keaton ergänzen sich eigentlich perfekt. Sie müssen auch nur untereinander abwechselnd natürlich angreifen. So, und jetzt versuch's mal, wa? Plupp. Schön. Ich fühle mich irgendwie sehr cool. Was haben wir da? Einen Stahlmaginator-Typen. Der hat... Den kann ich eigentlich perfekt hier angreifen, wa? Stahlmaginator, Geschwindigkeit 11, 13. Ich guck gerade mal. Oh, wäre eigentlich doch für Camilla, wa? Bisschen doppeln kann nie schaden. Ich mach 8 Felder, wenn ich hier hingehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, wird perfekt reichen. Camilla, your turn. Natürlich ist es doof, wenn sie alleine dorthin geht, wa? Kann ich mit ihr noch eine Kombi? Natürlich ja, alles ein bisschen im Weg hier. Moment. Ich bin Zug Nummer 1, wa? Gerader Zahl. Machen wir hier mal eine Kombi. So, Speed nur plus 1, aber er geht ja eigentlich noch. So. Jo, weg ist der Gute. Mit der Stahlachs. Darf mal ganz kurz gucken. Hey, stimmt schon, warte, da kommt sonst keiner ran. Hä? Total crazy. Ich würde sonst sagen, ich nehme das Teil mit und blockiere mal seinen Ryoma den Weg. That's all. Ja, that's all. Na gut, gegen Wyvern und Drachen ist ein bisschen schwer anzukommen. Muss ich mal gestehen, wa? So, hier kann ich eigentlich echt nichts machen. Ein bisschen mehr Glück. Ja, sind natürlich alle im Weg. Toll. Tsubaki und Selena vielleicht, wa? Die gehen doch auch noch gut. Jo, da kann auch was werden. Puh. Ja, geht im Wetter noch. Bin gerade ein bisschen eingeschränkt hier. Jetzt ist halt die Frage, soll ich bereits hier blockieren jetzt? Das war ein Langspeer. Weil es wäre möglich. Ablegen hier. Gut, da kann ich mit dem Langspeer angreifen. Ja, mein Gott, was bringt denn das? Nix. Weiß ich, kann ja hier noch durch, wa? Ich kann das Hindernis immer wieder aufnehmen, oder? Das ist halt die Frage, wie funktioniert so ein Hindernis überhaupt genau? Oder liegt es eher hier ab, weil hier noch irgendwie... Dann ist eher der Starke. Da
Kann ja eigentlich so problemlos die platt machen. Stahlschuriken können wir sogar so noch platt machen. Jo, ohne große Mühen sogar. Jetzt war es heute erstmal ganz kurz. Und dann ist wieder mal Zeit, die Folge zu beenden. In Stahlschuriken-Style. Eisenschuriken, Entschuldigung. You leave me no choice. Critical. Finisher Slasher. Epischer Move, wa? So, können wir momentan keine Punkte. Ich allerdings schon. Ist tot. Du bist einfach sowas von down. Down, Monster. Typi. Stüpi. Ist egal. Ein Punkt, wow. Ja, es lohnt sich total. Gut, ja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Nächste Part ein bisschen Hindernisse verschieben, wird sicher lustig werden, das ist mal was Neues. Und die Frage, die aber trotzdem bleibt, ist, wie stelle ich die Hindernisse am besten auf? Mal schauen. Bis dahin, tschüssi.